Haut und 30. Sonntag am Joreskreis begräßen sich aus der Kirche von Uselding, mir war drauf Funheit Sondesmass. Et singt Choral Saint-Cécile von der Gemeng Uselding, Dirigent as de Fernand Even, Organist de Carlo Philipp. Hier spielt als Entrée Jubilee Suite Promenade. Donno sangemer jeweils aus dem Laudate Dominum, Venez chantons, Jésus berger, Nimm o Herr die Gaben, Saint le Seigneur, la paix, en marchant vers toi Seigneur, an als Schlusslied Rosenkranzkönigin. Dögel spielt als Sorti Jubilee Suite Carillon Toccata.
Am Numm vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heut zu Uselding an der Kirch, a leif alle Gull, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Wie den Herrgott wirklich ehrlich sicht, huete scho fund. An hier kann net für sich behalen, ben drehte beid Menschen ander leeft. E Kröcht huet seg Matmënsche gär, well wees, dass se selber vom Herrgott singer leeft gedrohen ass. Los meise lo, auch an dieser nicht schwerer Corona-Zeit, für dem Herrgott sing leeft opmachen, dodurch, dass mir all sei Verzeihen a seiner Erbarmen frohen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet.
Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser, denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wenn ihr Witwen und Waisen ausnützt, so wird mein Zorn gegen euch entbrennen. Lesung aus dem Buch Exodus. So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klagenschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben. Denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Wort des lebendigen Gottes. So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden bei ihm wohnen. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lief Schwestern a Brider, mol Hand op d'Herz. Gif dir nach fertig bringen aus dem Stehschreif die 10 Geboter opzesoen, an noch nach an der richtigen Reihenfolge. Ich mengen, ich selber ging auch an Schluderen geroden. Früher hätte dat sicher net gin. Du hätte ich schon am Katechism die 10 Geboter geleiert, konnte ihn sie auswendig. Und do wir sicher kein zur Kommunion oder Firmung zugelost gin, den sie nicht aus dem FF hätt können opzielen. Haut gebe ich mich nicht trauen, als Firmlingen oder auch Massendinger da nur zu frohen. All dat bedeit aber natürlich nicht, dass 10 Gebote aus der Bibel haut des Tages nicht mehr wichtig wären. Am Gegenteil, man schwätzt viel von den Werten, ob die als Gesellschaft abbauen muss, für das Zusammenleben von den Menschen funktionieren kann. An 10 Gebote sind mat die wichtigsten Richtschnur für eine Gesellschaft, wo es klappt. Werte an Normen wie, du sollst nicht tot machen, nicht stehlen, nicht lehen, nicht Ehe brechen, nicht aber gut von dem Nächsten begehren, Papa, Mam sollst du respektieren und so weiter, sind dat notwendig an unverzichtbar Fundament für all menschlich Madenaner. Ohne sie kann keine Gesellschaft funktionieren. An heige si mal lo am Evangelium e Schriftgelehrten ob de Jesus zukommen erfroen, wat für ihre Gebot as dann lo dat wichtigst. Ihr kennt all die unzählig Gebote vom Alten Testament, die 10 Gebote sie und nimmen die bekanntsten. Jüdisch Gesetz kennt am Ganzen 613 Gesetze auf Vorschriften an der Bibel, an nachmal viel 100 zusätzlich Gebote an der Tradition. Et könnt dabei, de Schriftgelehrten wollte Jesus an eng Fall locken, wollte für all den Zuschauer blamieren, so wie wann nicht lo gegen Massendinger herausgreifen, an gegen dongen 10 Gebote opsohn, für an Messer laufen zu lassen. All dat merkte Jesus natürlich. Mir weicht er froh net aus. Könnt doch nicht mit diplomatische Floskeln wie all Gebote sie wichtig. Vielmehr gëtt hier ein ganz klar und präzis Antwort. Greift 2 Gebote heraus. Erstens, du sollst den Herr, dein Gott, gern hun mit ganzem Herz und ganzer Kraft. Und zweitens, du sollst dein Nächsten gern hun wie dich selber. Für den, wo die Hunderte von einzelnen Vorschriften zu viel sind, reduziert den Zahl von den Geboten auf 2, die sich nur wirklich jederin gut merken kann. Gebot von der Gottes lebt, an Gebot von der Nächste lebt. Eigentlich als Antwort von Jesus auf die Frage vom Pharisäer nicht nichts, wenn ihr nicht aus dem ganzen Gestrüpp von den alttestamentlichen Vorschriften herausfeiert. Konzentriert sich auf die dreifache Invitation. Den Herrgott gern hun, den Nächsten gern hun, sich selber gern hun. Also lebt. An die Bibel, so wie die Jesus erkannt hat, ist ja voll von Liebesgeschichten. Denkt nemmen nun Hohelied. Aber der Jesus denkt für dich natürlich und die göttlich lebt unter Adress von den Menschen. So bringt hier Lefren alles auf den Punkt. Er fasst all Weisungen zusammen, er verweist just ob lebt. Auch wir sollten bei den vielen Beem de Büsch nicht übersehen. Gottes lebt also, die auch mich invitiert, Gott gern zu hun. Wenn ich probieren, Gott gern zu hun, da riecht ich mich auch nur dem aus, was Gott gewollt ist. Wenn ich hier gern hun, dann hol ich mal Zeit für hier, weil ich gern mit ihm zusammen sein. Und mit ihm mein Leben delen will. Wenn ich Gott gern hun, besichne ich gern den Gottesdienst.
Da will ich von ihm hören und erfuhren, wann ich die Bibel abschloen. De Mattmönsch Gerhun heescht, dem gehen die wir barmherzig sind, die grad hölf, egal wat für eng Zucht brauch. An dat unabhängig von singen Originen, singer Hautfarbe oder Religion. An de Jesus verbindet op enger anderer Platz die 2 Gebote, wann seht, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Och wann dann nächste leeft sicher nicht bedeit, dass man all Menschen an derm holen nach küssen mussen. Et bedeit viel mehr, man solle grundsätzlich dat Best für eis Matmenschen willen. Und dann drittens aber auch sich selber gerhun. Manchmal wird gefroht, darf ich mich selber gerhun, als das dann erlaubt. Ja, du darfst. Natürlich sollst du den berechtigt Selbstliebe nicht mit Egoismus verwechseln. Wen zu sich selber ja so kann, als kein Egoist. Selbstliebe bedeutet mich unholen, so wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit meinen Schwächen und Fehlern. Die Erfahrung weist, wen sich selber nicht ausstehen kann, kann auch das andere nicht ausstehen. Aber wen sich selber nicht gönnt, also auch das für andere schwer zu genießen. Die Quelle für alles Leid an der Lebt vor Gott zu eis, zu mir. Wenn ich bis begriff habe, dass Gott mich gern hat und unhält, so wie ich bin, da kann ich auch mehr Licht ja zu mir selber sagen. Und das ist die Voraussetzung, dass ich anderen Menschen gern habe und sie unholen kann. Liebe Mitchristen, was Jesus da verlangt, geht nicht gegen den Mensch, mir fördert den Mensch und entspricht ihm zutiefst. Der Mensch braucht lebt. Und hier kann nicht ernst. Hier also bleibt angewiesen. Das leider seiner Natur. An einem Schlager vom Vicky Leandros heißt es, nur die Liebe lässt uns leben, alles vergessen und verzeihen. Ihr kennt es wahrscheinlich noch. Ohne lebt kann kein bestehen. Der Mensch lebt eben nicht nur vom Verstande läng, mir auch das Herz verlangt seine Rechte. Wenn wir etwas am Corona-Lockdown gespürt haben, da wäre das. Und wir sehen es schon beim kleinen Kind. Lebt die Puppelchen von seinen älteren Krit als decisiv für seine Weiterentwicklung. Ein ungeleiften Könnchen, das verstoßt wird, spürt, dass es aufgelehnt wird. Es leidet darin, bis er sein körperlich Viergang. Umgedreht, wenn es ungehol und geborgen ist, da kann seine Persönlichkeit Ruhwursen an sich entfallen. Mir auch die Wursen muss lebt erleben können. Wer niemals hört, ich schon dich gern, geht innerlich dir, auch wenn er das verdrängt. Denn ich braucht Bestätigung und Anerkennung durch den Du. Mehr nach den Ich wiest Du, verändert sich, bleibt Mensch durch und durch. Die Frage, wo so lebt, beantwortet sich also aus der Natur vom Mensch selber. Der Mensch hat anderer gern, weil es ihm gut geht, weil er das braucht, aktiv und passiv. Und so gilt, nicht nur den, der lebt, empfängt, schafft Gewinn aus dieser Beziehung, auch den, der lebt, schenkt, der lebt, gibt, hat Nutzen. Weil er lernt sich selber besser kennen, gleichsam sich liebend seid, sich Empathie, sich Fähigkeit zur lebt. Und das stärkt Persönlichkeit. Lebt das kein Verlust mehr, ein Gewinn. Am schönsten ist natürlich, wenn Zuneigung und Anerkennung von 2 Menschen sich treffen. Wenn ein den anderen gern hat, als sie sich gegenseitig lebt, schenken. Verlebt sie, dass da etwas Schönes. Ein Dialogisch Ginn an Empfängen zu gleicher Zeit beinhaltet so eine Beziehung immer. Da das, liebe Brüder und Schwestern, nicht nur einen menschlichen, sondern auch einen ausgesprochen biblischen Grundsatz. Durch für Haut, auch an den nicht schweren Corona-Zeiten, wo wir dran sind, ein Heisch oblebt. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Einladung nehmen wir gern an, die Jesus mit dem zweiten, wichtigsten Gebot ausspricht. Wir beten für die Menschen, denen wir zu Nächsten werden, hier und überall auf der Welt. Wir beten für alle Christinnen und Christen, die von ihrem Glauben sprechen und anderen helfen, Jesus Christus für sich zu entdecken. Und für alle, die ein offenes Herz für die Welt haben und in Dialog und Begegnung mit anderen Menschen leben. Darum bitten wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in diesen Wochen von Covid-19 erkrankt sind, für die Infizierten, auch für die mit einem leichten Verlauf und für alle, die mit Infizierten Kontakt hatten und jetzt in Furcht leben oder in Quarantäne müssen. Darum bitten wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die in der Pandemie einen Dienst für andere leisten, die der Angst und der Krankheit mit Solidarität begegnen. Darum bitten wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die ihre Partnerschaft liebevoll leben, für Papst Franziskus und unsere ganze Kirche, in der auch homosexuelle Menschen Heimat suchen und akzeptiert sein wollen. Darum bitten wir bitten dich, erhöre uns. Für Menschen, Tiere und Pflanzen in US-Amerika und in Amazonien und überall, wo Wälder brennen und das Leben in Gefahr bringen oder vernichten. Darum bitten wir. Wir beten für Kinder und Jugendliche, die wir besser schützen wollen und müssen vor sexualisierter Gewalt und vor anderen Übergriffen in Familien und Schulen, in Vereinen und in der Kirche. Darum bitten wir. Für die politisch und militärisch und zivil Verantwortlichen im Nahen Osten, die endlich friedliche Wege für das Miteinander aller Menschen, aller Religionen suchen, und für die vielen Frauen, Kinder und Männer, die immer noch unter Krieg und Terror leiden. Darum bitten wir. Gott, du Quelle des Lebens und der Liebe zu dir und zu den Menschen, du hörst unsere Bitten. Du bist bei uns und allen Menschen in Not. Du gibst uns die Kraft, solidarisch und in geschwisterlicher Liebe zu handeln. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, und lass uns dieses Opfer so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden, in allem außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen, durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lo will wir zusammen und lebt an der Charität, für den anderen so beten, wie der Jesus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Num sief geherrlicht, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis all dein täglich Brot. Uns Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eisen Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen. Weil dein das Reich an euch an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben, als Gabe und Opfer, das Gott wohlgefällt. Lasset uns beten. Herr unser Gott, gib, dass deine Sakramente in uns das Heil wirken, das sie enthalten, damit wir einst als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Uselding. Den nächsten Sonntag aller Helgen über Drom und Mass von Knapphauschend. Ich all gut nach ganz schöne Sonntag ein gut Woche und damit schalten wir zurück an den Studio.